Tja, Freunde, da glaubt man's kaum. Kaum etwa 2, 3 Kämpfe offscreen gemacht, sich ein bisschen konzentriert und natürlich nicht gequatscht und schon hat man's geschafft, Freunde. 3 Gegner sind weg, einer fehlt noch, Ultimate Gohan. Das Problem ist natürlich, wir mussten zuerst mal Piccolo ausschalten, das ist natürlich ganz sauer und ihr seht auch links so, wir haben noch 2 Leben übrig, sehr gut, weil ich habe bereits meinen magischen Boden aufgebraucht und jetzt natürlich Gohan ziemlich sauer. So, da blickt er erstmal. Nur 2 Mal, das ist natürlich ein bisschen wenig. Wir haben kaum noch was drauf, ich kann nichts mehr riskieren. Ich muss weg hier. Ja, genau, das ist eine Strategie, Freunde. Er soll sich auf mich konzentrieren, kann ich da schön ausweichen und dann kommen die anderen und, hallo, Kette 3? Man wollte so schön nachlegen, aber man ging gar nicht. Komm noch jemand zurück, komm noch jemand zurück! Natürlich nicht, diese Frage ist so blöd. Alter, keine Chance haben wir. Na klar, nur weggeflogen, ohne Schaden zu machen, ist klar. Wie sollen wir so überhaupt gewinnen, Freunde? Mal ganz ehrlich, das geht doch nicht. Mann, ich war doch schneller, Mann. Ja, jetzt aber ist aber schon. Der Angriff auf mich lenken, es geht nicht anders. Aua! Und da fliegt er wieder. Kam nicht aufgepasst und so schnell kann es gehen. Schön von hinten. Ja, ja, Freunde, wir haben die perfekte Gelegenheit. Jetzt muss es klappen. Oh, scheiße, nein, nicht jetzt, nicht jetzt. Scheiße, nein, nein, nein. Das war ganz knapp. Nein! Ah, erledigt ihn, los, volle Kraft. Kommt schon, Buh, hol ihn zurück, Ja! Um Gottes Willen, hey. Alter. Ich bin jetzt so was von fertig. Letzten 4 Parts alle hintereinander aufgenommen, ey. Puh, Genki-Anfragen, endlich mal wieder. Bitte, das muss mindestens Rang S geben. Ich habe keinen Bock drauf, nochmal das Ganze zu machen. Nächstes Mal nehme ich echt einen DLC-Charakter wie Ghetto. Muss zwar erst noch freischalten, ist mir dann sowas von egal, ey. 100 Genki geschickt. Toll, Servus, schön. Ja, natürlich keinen Ultimate-Move gehabt, nix. Alter. Nein, wieso? Was muss ich noch machen, damit ich da Rang S kriege? Ist das scheiße? Natürlich nichts freigeschaltet, ist klar. Ultimate Gohan kann nur freischalten, wenn ich da Rang S und so mehr kriege. Nee, mal ganz ehrlich, wollt ihr mich verarschen, Leute? Das geht gar nicht besser. Das ist gar nicht möglich. Am Arsch. So, mach erstmal den Kampf hier. Was für eine Scheiße. Okay, als Charakter nehme ich natürlich einmal Goku. Dann Gohan, ist sowieso ein netter Unterstützungstyp, genau. Machen wir Super Saiyan Gotenks, ein bisschen Super Saiyans unter uns. Tja, und wer kommt am Schluss noch? Wie geht der, wa?
So kaum etwas drauf, aber ist mir eigentlich egal. So, passe ich ihn noch an. Und dann gucken wir mal, was denn der kleine Budilein denn so drauf hat. Oh, ey, bin ich jetzt so froh, dass wir das geschafft haben. Echt mal. Haben wir echt schon überlegt, wie ich wohl den Part nennen werde, wenn ich da alles versage und so. Irgendwie doch noch irgendwie der erste Dragon Ball Abbruch in der Geschichte oder irgendwie sowas. Oder definitive Abbruch, Dragon Ball, wie auch immer. Ja, also... Dann erkennt das bereits ziemlich ernst, wenn wir schon solche Gedanken machen. Gut, wir sind sowieso im Nahkampf. Wird das Special stärker. Bei kaum 0 von den so als noch eine Wiederbelebung mehr. War nicht schlecht. Der vielleicht noch. Gut. Und eine manche Bohne von 10,19. So. Das reicht erstmal, dann gebe ich momentan nichts. Erstmal gucken, wie stark der überhaupt ist, wa? Bevor wir uns da groß verzetteln. Okay, also 2 zweifache Super Saiyajins plus 2 normale Super Saiyajins gegen... Ja, genau, gegen Buu. Gegen Budilein, das alte Schwein. Da bin ich mal gespannt, ob das klappen wird. Ich habe aus irgendeinem Grund so einen leichten Zweifel dran. Goku so, Hä? Schrei nicht so, Mensch. Kann nichts anderes. Ich bin eine prima Ballerina. Gerade viel macht er nicht. Oh, es kann sich aber täuschen, wie es aussieht. Das war mal wieder ziemlich scheiße. Mann, ey! Und die 4. Kette. Maximum. Servus, Buna, wie geht's denn so? So gut, was? Das gibt's nicht. Mann, wieso trifft er mich, obwohl ich noch ausweiche? Guck, was ist los? Anscheinend keine Energie mehr. Was zum... Goku? Was ist los mit dir? Verlierst ständig Energie. Also, mal in der Karte, was wir genau zum Ki-Angriff abwehren. Oh, das ist mein... Verdammt, da habe ich nicht bedacht. Das ist mein Kampfstil total scheiße. Seht ihr, sobald ich der Abwehr drücke? Nö, alles weg. Nee, ist total scheiße. Verdammt, das geht so nicht, Leute. Nein, die falsche Karte ausgerüstet. Weil ich dachte, wäre irgendwie noch cool und so, aber der Effekt hat meinen Kampfstil nicht. Na, immerhin noch ein paar gute Treffer, wie es aussieht. Nee, ich kann doch unmöglich genau timen, wann ich irgendwie blocken soll. Die Minute genau oder Sekunde genau geht das doch gar nicht. Ich kann mir nicht sehen, dass das geht. Das spielt das wirklich nur dann blockt, sobald es ein Angriff startet. Das viel zu wenig sein, das zu entscheiden. Und damit so, die gut alte Teleportation. Was aber nichts bringt, leider.
Mann, ey, du alte Pestbeule. Wieso hat nicht geklappt? Da ist er, da ist er. So, komm schon, Kier, ignoriere dich. Eine tolle Jagd, ja. Wie ist das? Den kannst du doch kaum. Ich glaube eher weniger. Wo willst du denn hin, Goku? Ich hab doch... Und tschüss und nochmal. Alter. Schon eher draufgehen. Gut, ich bin neben dir. Gohan. Ja. Perfekt, er ist ein Supporter. Man sieht's. Im Arsch vermutlich. Hä? Goku teleportiert zu ihm hin. Ja, Mann. Paradebeispiel für eine schlechte Programmierung. Nee, für eine miese Programmierung. Komm nicht darüber. Alter, ich müsste doch in der Lage sein, direkt zu ihm hinzukommen. Wenn noch höher komme ich auch nicht. Ich muss echt einen langen Weg rummachen, weil das Entwicklerteam zu faul war, das genau zu programmieren oder wie. Alter. Oh, die arme Dragon Ball Franchise. Nee, mal ganz ehrlich, das arme Dragon Ball Universum, das hat so ein Spiel gar nicht verdient. Beziehungsweise so ein Entwicklerteam. Also, das hätte gar kein Spiel verdient, mal ganz ehrlich. Ja, Goku, ich weiß, die Karte ist total scheiße, die wir da haben. Die bringt ja gar nichts. Komm schon, Leute, Synchronisierung. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Klappt's jetzt wenigstens? Naja. Ja, Super Vegeta, man sieht's. Also muss zugeben, der Kampf ist irgendwie einfacher als der gegen Ultimate Gohan, aber ich stelle mich halt gerade ein bisschen scheiße an, weil ich keine falsche Karte ausgerüstet habe für meinen Kampfstil vor allem. Naja, aber kommen mit Super Saiyan 2 Gokus Attacken schon besser zurecht. Tja, Bu, da guckst du was, obwohl ich dann eine scheiß Karte ausgerüstet habe und mich total dämlich benehme, bin ich K.O. Holt mich jemand zurück oder habt ihr keinen Bock drauf? Nö, sie haben keinen Bock drauf, Leute, wie es aussieht. Gotenks. Alter, Gohan ist das Unterstützungstyp, er müsste mir helfen. Und dann bin ich schon wieder tot. Naja, es war ein netter Versuch. Ja, jetzt kommt er. Ja, Gohan dachte wohl, im letzten Mal können sie wieder mal deinen Vater ein bisschen retten und so. Alter, was ist mit der Kamera los? Nee, Leute, sorry, aber das Spiel hätten die Entwickler niemals rausgeben dürfen. Nicht in dieser, sorry, aber es ist so, nicht in dieser Beta-Phase. Da ist alles, sowohl Kamerasteuerung als auch das Kampfsystem, sprich das KS, alles noch und die NPC-Logik, alles noch voll im, naja, Beta-Stadium halt. Zum Leid, wenn ich das so sage, aber denkt mal viele von euch, wenn die gleichen Erfahrungen gemacht haben und sich genau gleichermaßen aufregen. Die Karte, die ist das Problem hier, die bringt ja gar nichts bei mir. Der schon eher, vor allem wenn natürlich immer auf mich losgeht. So, versuchen wir es nochmal. Im Prinzip hat es ja gereicht. Also meine, wenn ich jetzt allen Charakteren noch voll die geilen Angriffslots so geben würde, wäre Kid Buu kein Thema mehr. Gut, noch 5 Minuten. Vielleicht schaffen wir es in der Zeit dann noch Kid Buu Platz zu machen, wo wir es noch in der richtigen Zeit schaffen. Das ist eine andere Frage.
Ich frage mich, ob der dreifache Super Saiyan Goku wohl die Ryukin drauf hat. Das wäre doch geil als Ultimate Move, wisst ihr? So, jetzt bin ich dran, Kid Buu. Ich hau dich drauf in den Schnitzel. Bams. Der sagt nicht mehr viel, wa? Da bist du ein bisschen sprachlos, Kumpel. Ja, klar funktionieren sie, macht zwar nicht so viel Schaden, wie ich gerne hätte, aber es funktioniert definitiv. Was sind du eigentlich für Gummibärchen, Alter? Alter, guck, muss ein Nahkampfangriff als einfach so ist einfach übel. Hol die nach, ich hab gar keine FP mehr. Okay, übernehme. Und auch nicht. Noch mehr Power, mehr Power. Oh, das ist jetzt gut. Das ist gut. Zweite Kette. Ich nehme mal zurück, ich nehme mal zurück. Oh, hätten beinahe gehabt, hey. Du alte Pestbeule. Nein, scheiße, scheiße, scheiße. Guck weg da! Das wäre so ein epischer Move gewesen, der funktioniert hätte. Du Arsch! Nein, nicht schon wieder. Oh, was soll der Mist? Menno. Das ist eben die ganze Freude am Teleporten. Vermisst Virgin Blaze 2. Das hat wenigstens funktioniert. Nix da. Oh Mann, diese Mario hat die Angriffe, bringt sowieso nix. Ups. Ja, aber schon Kräfte kombinieren, wa? Komm schon, Leute, den packen wir, den packen wir. Und mal keine FP, das gibt's nicht. Wie schnell wir mal down gehen. Leute, wollen sind Unterstützungstypen und so, soll man ein bisschen supporten. Und im Modus klappt das problemlos, aber hier ist immer so ein Problem und ich verstehe einfach nie, wieso. Wieso kann man in der heutigen Zeitalter nicht die NPCs so programmieren, dass ja ein bisschen intelligent sind? Zumindest mal ein bisschen. Ja, schon wieder. Hey, ich hatte geblockt. Okay. Ich habe nicht die richtige Karte drauf. Leute. Gohan, ich bin da. Gohan. Aber dann noch alles. Überlasst es mir auf volle Kraft. Kräfte kombinieren. Fokus auf Verteidigung. Ich habe nichts von wegen. Bitte helft mir mehr. Mann, ey, du Arsch. Nein, nicht schon wieder. Boah, hätten beinahe gehabt, hey, das wäre beinahe geil gewesen. Aber Leute, was macht ihr die ganze Zeit? K.O. gehen? Ist doch ein neues Hobby geworden, oder was? Man könnte ja vielleicht ein bisschen überleben hier, wa? Alter, wir teleportieren hier wie die Meister, kriegen auch nicht mehr down. Genau jetzt, wo wir einen Nahkampfangriff machen, aber genau jetzt. So. Schön, dann haben wir eine dritte Kette. Schön in der Luft erwischt. Das mag der Buu. Da ist er happy, wenn er das kann. Schnapp mich doch, schnapp mich doch. Du bist eh zu langsam. Leute, holt noch mal. Ihr schafft nicht mehr lange. Boah, Alter.
Bin immer so knapp davor, wenn ich ihn ausweiche. Ist klar, genau jetzt, wo ich angreife, kommt plötzlich hinter mir her. Das sind die gerochen oder wie? So, Kette, bitte 2-3 Mal, wäre ich ganz happy. Ich sage 2-3 Mal, nicht 0 Mal. Was ist wieder los? Ah, doch geht's, wenn es so weitergeht. Also wird langsam schwindelig. Leute. Ja, also im Ausweichen bin ich natürlich ein Ass, muss man einfach mal zugeben. Ups, einen erwischt. Und voll reingelegt. Gott sei Dank hat es geklappt. Wer ist mit dritter Kette noch? Nö. Ja, bist du sicher? Obwohl ich gerade so ein bisschen drauf gehe. Wir schaffen doch alle miteinander. Und voll von hinten erwischt. Naja. Leute, bin hier unten. Hallo. Hello, everybody. Das ist ein Arsch. Aber gerade ob das auch... Klappt doch so. Alter, das ist geil. Was tänzeln denn so rum, Bu? Das gibt's nicht. Wo ist denn der jetzt schon wieder? Alter, macht er jetzt rein und nach einem anderen Platz. Wie kann Ausländer getroffen wird? Wie macht er das? Na, geht doch, Leute. Wir haben es noch geschafft. Und Goku ist so sauer, haut weiterhin drauf. Das war garantiert in nur Rang A, weil es wieder viel zu lange gedauert hat. Kriegt einen dreifachen Super Saiyan wohl nie freigeschaltet. Nie. Was willst du denn das sonst machen? Er hatte gar keinen Ultimate Move, nix. Muss ich gegen die Dame ran oder was? Na, Pols Mahlzeit dann. Das große Finale, toll. Keine Charakter freigeschaltet, nix. Aber immerhin die Hauptstory. Nee, Leute, braucht da unbedingt stärkere Charaktere. Hey, sonst, wenn ich da alles auf Rang S mindestens machen muss, das ist ja übel. Ja, die Credits kommen jetzt, wa? Ist nicht euer Ernst. Es ist euer Ernst. Oh, meine Fresse. Ja, ich hab gerade deswegen gesagt, es ist nur euer Ernst, weil, ja, aber Credits heißt normalerweise immer, dass man so in einem Let's Play mal sein Fazit sieht. Und das wäre jetzt in diesem Fall ziemlich mies. Oh yeah. Naja, was mache ich jetzt? Ja, muss trotzdem ziehen. Also, Fazit des Story-Modus bis jetzt mal, wa? Also. Ja, wieder mal ein Dragon Ball Spiel, in dem wir schon mal, ja seht schon, ich muss ziemlich tief anfangen, schon mal eine ganz geile Idee und so, also zumindest wieder mal hier auf PS3 und der Generation wieder mal zum Abschluss kann man sagen, weil sehr lange lebt ja die Generation nicht mehr. Dass man da halt so Missionen draus gemacht hat und das Kartensystem, sprich das so in einem Art Rollenspiel halt, also Level aufsteigt, sich neue Karten kaufen muss, um die auszurüsten. Die Idee dahinter ist ja gut. Die Ausführung bei den NPCs teilweise fragwürdig, wie zum Beispiel das mit den Sensoren, dass sie nicht selber einsetzen. Ja, also wieso haben sie denn da, wenn die gar nicht selber einsetzen können?
ist mir jetzt irgendwie noch ganz nicht so logisch, weil ich habe noch keine Option gefunden, mit der ich das irgendwie aktivieren konnte. Also von dem her. Naja, generell Kampfsystem immer ein bisschen besser als bei Ultimate Tenkaichi, wo man jetzt endlich mal wieder auch Nahkampf, Fernkampf alles machen kann. Man hat zwar nicht so viele Spezialangriffe, auch die Steuerung und so und das mit dem Hilfemodus ist ein bisschen fragwürdig. Trotz allem wäre es eine geniale Idee. Ja, ich sage jetzt extra wieder, es wäre eine geniale Idee, wenn es doch mal funktionieren würde, Mensch. Ich habe gesehen, hey, unterstützen, jemanden zurückholen kann jeder Charakter. Klar, einige sind, wie heißt das Wort schon wieder? Suggestioniert, nein, prädestiniert dafür, dankeschön. Dafür im Prinzip vorgezeichnet, oder? Wie zum Beispiel Unterstützungstyp, Eingreiftyp und so. Die sollen eigentlich unterstützen oder eben zurückholen aus dem Reich der Toten und so. Machen sie es? Nee. Also, machen schon. Vielleicht 50% der Fälle. Oder halt bei anderen NPCs, aber bei dir eher noch in einem von 10 Fällen. Also von dem her, liebe Entwickler, die Idee dahinter war gut, die Ausführung war schlampig, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Also da programmiertechnisch. Vor allem für die Zeit, die wir jetzt hatten, vor allem seit irgendwie Watching Blaze 2, das letzte große Dragon Ball Spiel, und dann irgendwie Story-Modus her. Gut, aber kam ja Ultimate Tenkaichi, aber ganz ehrlich, ey, da war zwar Story-Modus ging eigentlich noch, aber dafür der Kampfsystem zum Vergessen. Und jetzt hier irgendwie eine Mischung draus machen, neues Kampfsystem und das mit der Mission statt der originalen Story-Modus, könnte man alles noch verzeihen, wenn doch nur immerhin das Kampfsystem da funktionieren würde. Also bitte beim nächsten Mal, dass man wieder so etwas versuchen sollte, wieder mal ein bisschen auf Abwägen gehen mit dem Dragon Ball Universum, dann bitte, bitte achtet darauf, dass zumindest das Kampfsystem so funktioniert, wie es auch sollte. Tja, das war sagen wir mal soweit, das waren ziemlich viele Negativpunkte, ein paar positive Punkte. Mein Online ist ja kein Problem mehr, da kannst du ja 4 gegen 4 antreten, also sprich insgesamt zu 8 Personen, müssen keine NPCs sein, 8 Personen und die helfen sich gegenseitig, da ist ja kein Problem mehr. Aber hier, wo es alleine kämpft, sind noch ein paar NPCs dazu. Ja. Also, wie gesagt, muss ich irgendwie noch ein bisschen anders betiteln. Es gibt ja viele Dragon Ball Fans, die vor allem das Kampfsystem, die Neuerung hier mit dem Teammodus und so, 4 gegen 1 etc., fand ich vor allem doof. Da muss ich sagen, das fand ich jetzt eigentlich noch recht erfrischend, war wieder mal ein bisschen was anderes und wie gesagt, hätte ja theoretisch auch funktioniert oder würde theoretisch auch funktionieren, wenn da halt nicht diese kleinen Patzer wären. Von dem her finde ich die Idee, wie gesagt, ist eigentlich gut, die Ausführung mies und deswegen wird dem Spiel jetzt mal, wenn ich da irgendwie eine Wertung vergeben müsste bisher, eine 6 von 10 geben, ganz ehrlich. Ey, also viel mehr kriegt es nicht, wenn ich jetzt den Part noch mehr gelost hätte, wäre es wohl noch schlimmer gekommen. Naja. Trotzdem, das Spiel ist noch nicht vorbei, wir haben noch ein paar Dinge zu erledigen. Mein Ziel ist ja immer noch, alle Charaktere freizuschalten, sprich, wir müssen alle Missionen auf Rang S beenden. Toll, was? Ja, freuen wir schon sehr darauf. Also sprich, nächstes Mal werden wir uns noch mit Broly befassen und dann muss man gucken, je nachdem, ob wir gut vorankommen. Schauen noch die anderen NPCs sind so frei und dann, NPCs, schon die anderen Charaktere natürlich, sprich, wir gehen nochmal alle durch bis Rang S und so, wenn es halt relativ schnell funktioniert. Und dann natürlich zum Schluss, oder je nachdem vielleicht auch schon ein bisschen früher, wenn es sonst langweilig wird, der Endboss-Kampf mit Super Saiyan God Goku vs. God of Destruction Bills. Das dürfte mal relativ spannend werden. Ich gucke mal, ob ich währenddessen bereits hier im PSN mir auch schon den Super Saiyan Vegetto als DLC-Charakter freischalten kann. Ich denke, mit dem wird es noch ein bisschen einfacher und vielleicht auch ein bisschen lustiger werden. So, Spezialära. Edles Saiyajin Blut, okay. Wie geht das Familie? Hier noch was falsch an oder was? Gibt es hier noch ein paar Dinge? Okay. Das haben wir bereits alles, wobei hier müssen wir nochmal ran, da wisst ihr ja alle. Hier nochmal, hier nochmal, hier nochmal. Ich muss fast mit der Genki Dame ran, weil sonst kriege ich das niemals hin auf die Zeit, hey. Hier nochmal ran, also hier sowieso noch. Hier nochmal, überall Rang 1 nochmal ran, hey. Hier sowieso gegen Super Saiyan Broly. Ja, seht schon, wir haben noch sehr, sehr viel zu tun holen. Ich glaube, Broly versuche ich mal mit dem Team. Ja, also am nächsten Part versuche ich hier Mission 49 mit diesem aktuellen Team gegen Broly anzutreten. Und ja, mal gucken, ob wir den Plug kriegen. Und hoffentlich in einer angemessenen Zeit. Hey, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Bis zum nächsten Mal hier bei Dragon Ball Z, Battle of Z. Ciao zusammen.